Sujet von der Migrationswelle, mit der Europa am Blick konfrontiert, das ist ein Sujet, den natürlich eine große Gravität aus, auch weil viele Menschen an ihrer ganzen Existenz betrifft, noch viel bisher verbunden ist. Das ist ein Sujet, der wird ganz lang bei uns bleiben. Ich meine, all die Kommentare, die man in letzter Zeit hören, die schwätzen nicht gemeint, aber ich da, wo Jahre, noch viele Jahre, wo Europa mit der Situation konfrontiert ist. Das ist numerisch ein grosses Sujet. Wir hatten Herr Juncker vorhin gesagt, eine halbe Million Leute sind am Anfang Jahr kommen. Aus Deutschland hören wir, dass allein an Deutschland eine halbe Million Leute pro Jahr an den nächsten Jahr abzählen. Ich sehe also, das ist auch numerisch ein ganz grosses Defi, mit dem wir heute zu dienen wollen. Wenn es an die EU geht, wir haben heute die Pressekonferenz angerufen, für Eispositionen herzustellen. Und auch für wichtig zu unterstreichen, dass es wichtig ist, zu differenzieren an dieser Diskussion. Ich kann nicht hingehen und ich werde nur noch ein bisschen das probieren zu erklären, wie so zu merken, als wären all die Leute, die kommen an derselben Situation oder alle Länder an einer selben Situation. Das ist wichtig, dass mit einem großen Differenzierungsvermögen die Situation rundzugehen, wie sie können richtig näher zu gehen. Wir haben als ADR eine ganz klare Position, ich meine, die verpflichtet uns an unserer politischen Verantwortung, dass wir Ja zum Asylrecht sagen. Ich meine, es gibt so kein anderer Weg, darüber werde ich noch zurückkommen. Aber wenn ihr Ja zum Asylrecht seht, wenn ihr merken, dass nach ein Frage, wie das konkret umgesetzt wird. Und wir konstatieren, dass unsere Überzeugung nur die aktuelle Regierung kein klares Konzept an dieser Frage hat. Außer dass sie sieht, dass sie ganz viele Leute abholen und gleichzeitig auch für Verdelungsquoten auf EU-Niveau antritt. Das ist aber nicht genug, das sind alle nicht genug, wenn ein EU-Präsident wird. Wir hätten also erwartet, dass Lützeburg an der Situation, also notamment den Premierminister und den Außenminister, ganz klar Ideen entwickeln, für sie an europäische Gremien anzubringen, an die Kollegen zu proposieren. Wir sehen aber, dass das nicht der Fall ist. Wir sehen eine Lützeburger Regierung, die eigentlich nicht mehr reagiert auf das, was darüber geschieht, die verweist auf mögliche Initiative von der Europäischen Union, die auf Initiative von der Europäischen Union, von der Kommission wert, aber probiert die doch irgendwie argumentativ zu unterstützen. Aber das geht nicht durch für eine EU-Präsidenz an einer ganz schweren Zeit. Es fehlt einfach eine Initiative und es fehlt Vision, wie Europa sich soll mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ein gutes Beispiel hat der Premierminister Pöttl selber das Woche geliefert, wo gesagt hat, er hat Experten angerufen für eine ministerische Reunion am Niveau von den Bannen- und Migrationsministern zu bereden. Das war dadurch von einem Verwaltungsdirektor. Das sind Verwaltungsdirektoren, die Reunionen von ihren Ministern sollen bereden. Heute sind der Premierminister und hat Experten angerufen für eine ministerische Reunion zu bereden. Das ist absolut nicht das, was verlangt, das ist absolut nicht das, was der Premierminister so auf seinem Niveau macht. Wir gehen also erwarten, dass eine Reunion Summe soll abrufen gehen, eine Reunion, wo die Staats- und Regierungschefs, dass die soll anständig viel bereden gehen. All Mensch sieht an der Politik, dass eine von den größten und wichtigsten Krisen, als man in Europa zentralangen zu dienen hat, wird natürlich all den Problemen am Finanzbereich, mit denen man zu dienen hat, Wirtschaftskrise, eine große krisenhafte Situation im Bereich der Migration, und der Premierminister ist weitgehend inaktiv. So kann es nicht sein, und das haben wir auch ganz sicher in Europa ein extrem schwaches Bild von der letzten Präsidenz. Wir bedauern noch an dem Zusammenhang, dass der letzte Außenminister einer Regierungschefen und Höchstpolitiker in Europa offen angreift auf der Television und dann mal in der Asselbahn gemerkt hat, für uns als das auch eine schlechte Visitekarte von der Lützeburger Diplomatie. Wie soll ich können mit anderen Leuten in Europa verhandeln und Kompromisse finden, wenn ein Lützeburgischen Außenminister auf der Television sieht, wie sich für den oder den Premierminister schummeln. Oder das wäre gekriegt oder andere Kommentare an dem Sinn, eine Diplomatie, ein Grundregel in der Diplomatie als Höflichkeit, der Respekt gegenüber Politiker, Vertreter von anderen Ländern an den Herrn Asselborn schenkt, aber nur 10 Jahre Erfahrung an dem Beruf noch nicht verinnerlicht zu können.
Wir müssen noch feststellen, dass Lützeburg, wie gesagt, an einem ganz großen Maß betroffen ist von der Migrationssituation, wie sie wir am Blick kennen. Ich verweise hier einen Artikel vom Quotidien, wo gestern der seinerseits de Monde zitiert, am Monde wird gesagt, le Luxembourg sera le pays avec le nombre de réfugiés pour 10 000 habitants le plus important d'Europe. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt, die Zölle variieren all der. Wenn das stimmt, dann ist das natürlich auch etwas, was als politisch Handlungsweise muss besonders verantwortungsvoll gestalten, weil wenn man wirklich das Land in Europa sieht, wird vielleicht proportional am nächsten Leute gegen abholen, als das machen eine Indikation mehr, die wichtig ist, als die Situation, mit der Situation richtig und gut umzugehen.